Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, das Flickbeben. Ja, leider habe ich nach dem Spiel direkt den Fernseher ausgemacht, habe das gar nicht mitbekommen, habe es dann erst im Stream erfahren. Ich habe halt gestreamt nach dem Spiel. Von daher muss ich jetzt nochmal ein kurzes Statement dazu aufnehmen. Ich habe ja in dem Video zum Spiel gesagt, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass Flick über die Saison hinaus bleiben wird. Habe das auch so ein bisschen begründet, aus meiner Sicht. Ja, jetzt hat er gesagt, er möchte gerne gehen. Ja, wir können natürlich jetzt viel spekulieren, warum, wieso, weshalb. Ja, ich habe jetzt gerade noch gelesen, also klar, erstmal, er hat gesagt, er möchte gehen. Ja, da muss natürlich erstmal der Vorstand zustimmen, dass der Vertrag aufgelöst wird. Sonst kann man nicht einfach Vertrag auflösen. Ja, und das klappt natürlich auch nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich unsinnig, einen Trainer zu halten, der nicht da sein möchte. Ja? Klar, man sollte immer so professionell sein und dann die Arbeit trotzdem verrichten, aber klar ist auch, dass man dann nicht mit der Motivation dabei ist. Das ist ja nichts anderes, wie wenn wir einen Job haben, der uns keinen Spaß mehr macht, und wir sagen, wir wollen gerne gehen und unser Chef sagt, nö, geht nicht und Kündigungsfrist, was weiß ich, sonst irgendwas, ja, dann ist deine Motivation auch nicht da und im schlimmsten Fall holst du den gelben und gut ist, ja. Das ist dann beim Flick nicht anders und wenn es wirklich daran liegen sollte, dass es da um Brazzo geht, ich habe jetzt gelesen, ja, vielleicht kann man Flick noch umstimmen, indem man jetzt den Brazzo rauswirft. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, irgendwo muss mal ein Punkt gemacht werden. Ja? Ich bin sowieso nicht der Meinung, dass der Brazzo irgendwie so einen schlechten Job macht. Ich habe es auch schon in einem anderen Video gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Verein, ja, ob jetzt in Person von Brazzo oder sonst noch wem, sich da hinstellt und sagt, ja, wir verpflichten jetzt den, die anderen Spieler gehen, fertig. Das kann ich mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Ich denke schon, dass ein Flick, der Trainer, mit am Tisch sitzt. Fakt ist aber, dass der Trainer nicht das letzte Wort hat. Punkt. Ja, das hat ein Sportdirektor, Sportvorstand, wie auch immer. Klar, idealerweise haben beide die gleichen Vorstellungen. Aber nochmal, dass irgendwie alles ohne Absprache vom Flick geschehen ist, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, Leute. Ja, ist halt einfach so. Das sind natürlich seine beiden Lieblinge, Alaba und Boateng. Klar wird ihn das gewurmt haben und da ist er ein bisschen trotzig und kann man irgendwo nachvollziehen. Wie gesagt, wenn es wirklich um die Sache gehen würde, so, ja, ich möchte Bundestrainer werden, hätte ich den ganzen Zug verstanden. Aber aktuell, zumindest hat er ja nichts anderes gesagt, stellt sich das so dar, als, ja, ich kriege hier nicht meinen Willen und ich möchte weg. Und wenn das so ist es ein Armutszeugnis in meinen Augen. Ich kann das voll verstehen, dass man mit Boateng nicht verlängert. Nicht sportlich, keine Frage. Habe ich auch in dem anderen Video schon gesagt, aber ich wiederhole es nochmal gern, weil das andere Video wahrscheinlich nicht alle gucken werden. Boateng ist 32, Leute. Wir haben nächste Saison einen Süle da. Wir haben Upamecano da, wir haben Hernandez da, ja. Eventuell kommt noch ein rechter Verteidiger, das heißt, ein Pavard kann auch noch Innenverteidiger spielen. Sind schon 4. Dann hast du noch Niangzu, ein Riesentalent, sind 5. Dann, ich weiß nicht, wie heißt da, auch irgendwas mit Richards, den linken Verteidiger, den wir verpflichtet haben, was auch ein Riesentalent ist, kann auch Innenverteidiger spielen. Ja, ich sehe jetzt nicht den Grund, warum wir irgendwie 6 oder 7 Innenverteidiger brauchen sollten. Ja. Klar, wenn der Süle den Verein noch verlassen sollte, kann man darüber diskutieren. Ob es dann nicht schlauer gewesen wäre, versucht hätten zu sagen, hier, Jerome, kriegst noch mal ein Jahr. Die Frage ist, ob er sich auf ein Jahr eingelassen hätte. Aber auf der anderen Seite kann ich das verstehen. Ja. Wie gesagt, wir haben Umbruch gehabt, wir sind im Umbruch noch. Und wir kriegen die nächsten Jahre mit Müller und Lewandowski vorne den Umbruch, der auch nicht leicht vonstatten gehen wird. In meinen Augen, und da muss man nicht gleichzeitig hinten noch ein Fass aufmachen. Ja. Und ja, ich denke, ein Upamecano ist jetzt nicht schlechter wie ein Boateng.
Ja, Punkt. Und der ist verpflichtet und der ist ja nicht verpflichtet, um auf der Bank zu sitzen. Müssen wir auch mal so sehen. Und ja, wie gesagt, mit dem Süle hast du da schon 3 gute Innenverteidiger. Und ja, wir werden sehen, ob der Süle bleibt oder nicht. Ist natürlich noch eine andere Sache. Dann könnte man das abschließend vielleicht noch mal ein bisschen anders bewerten. Aber ansonsten, wie ich schon sagte, ich denke, es wird auch nicht nur ums Sportliche gegangen sein. Das Alte einmal, klar. Ich denke, es wird auch da seine privaten Querelen da von wegen Frauen schlagen, was da nicht alles für Gerüchte sind und ach, was weiß ich. Und die Tatsache, dass er vor 1,5 Jahren unbedingt weg wollte und sowas. Ich denke, das wird da alles mit reingespielt haben. Ja, und dann ist das so, ja. Punkt, fertig. Ich kann das nachvollziehen. Ich sehe den Brazzo nicht so kritisch, wie den alle sehen. Nur um dem Flick irgendwie Zucker in den Arsch zu blasen, sehe ich nicht so. Klar hat der Brazzo Fehler gemacht, oder wie es jeder macht. Es gibt keinen Sportdirektor, der 20 Transfers machen, wo 20 einschlagen. Das gibt es nun mal nicht. Ja, fertig. Und ich finde die Linie richtig, gerade auch mit dem Alaba und Boateng ist auch ein Großverdiener, der 10 Millionen kriegt. Und da muss man einfach sagen, ja, wenn die Leute nicht auf Gehalt verzichten wollen, wird dasselbe beim Süle sein, ja, der will ja auch mehr Gehalt haben. Das kann ich mir auch vorstellen, dass der noch geht. Wird man sehen. Ja, Leute, ganz ehrlich, dann Reisende soll man nicht aufhalten. Ne? Wer da kein Verständnis für hat, uns gehen pro Heimspiel 4 Millionen flöten. Da muss man nicht irgendwie auf jeden Cent da rumreißen. Also verstehe ich nicht. Also, wie gesagt, ich sehe den Brazzo nicht so kritisch. Ja, Saar ist eine Wurst, wo man fairerweise sagen muss, dass er auch nicht wirklich viele Spiele gemacht hat. Vielleicht hätte er mal ein paar Chancen kriegen sollen, dass er mal ein bisschen reinkommt, sonst irgendwas. Dafür ist Davis eine Granate. Ja, den hat der Brazzo im Alleingang geholt. Ja, Choupo-Moting, ja, was soll ich euch sagen, Leute? Findet man einen Stürmer, der sich hinter Levi setzt. Ist halt auch nicht so einfach. Klar, das ist in meinen Augen der einzig größte Fehler, den man dem Brazzo anstreichen kann, in meinen Augen, dass wir nicht einen adäquaten Stürmer noch irgendwie, oder zumindest einen Stürmer, der eine bessere Qualität hat, wie ein Choupo-Moting. Aber Flick ist ja auch so ein Choupo-Fan. Ich weiß nicht, man weiß ja nicht, wie das intern auf welcher Transfer auf welchem Mist gewachsen ist. Und Dantas, ja, wollte der Flick unbedingt haben, hat er gekriegt. Ist es also nicht so, dass er gar kein Mitspracherecht hat, kann er mir nicht erzählen. Ja, und dass man da so ein bisschen beleidigte Leberwurst ist, weil ein Boateng und ein Alaba weggehen, kann ich nicht nachvollziehen. Alaba ist für mich kein Verlust von der Leistung her. Charakterlich in der Mannschaft, ja, wahrscheinlich. Führungsspielertechnisch, ja, wahrscheinlich. Aber ein Kimmich, denke ich, tritt da gerade in die Fußstapfen, was so das defensive Organisieren anbelangt. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Beim Boateng kann man über sportlich reden, aber wenn du dann denkst, du kriegst einen Upamecano für den Boateng sportlich gesehen. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Man weiß natürlich nicht, was sonst intern gelaufen ist, ja. Ich finde, also habe ich ja schon öfters gesagt in meinen Videos, dass der Flick teilweise aus Trotz reagiert, wie ich finde. Also wie gesagt, dass man Alaba mit der schlechten Leistung die ganze Zeit auf dem Innenverteidigerposition stellt und Hernandez außen vor lässt. Es gibt dafür keine logische Erklärung, weil der Hernandez einfach ein besserer Innenverteidiger ist wie der Alaba. Das hat er jetzt in den paar Spielen schon gezeigt. Es gibt keine Erklärung. Es gibt nur die Erklärung, dass man aus Trotz sagt, ich habe das nicht mitentschieden, ich drück dem Verein einen rein. Und das ist dann auch keine Art und Weise. Ja, muss ich mal auch so klar sagen. Genau wie die Sache mit dem Rocker. Ja, ich halte viel vom Rocker. Ich sehe den auch nicht als Fehltransfer. Man muss halt so einen Spieler mal ein bisschen Zeit geben, ja, und wo ich ihn gesehen habe, war er nicht schlecht. Ja, dass er am Anfang natürlich Schwierigkeiten hat und so ein bisschen. Völlig normal, aber ich habe ihn in keinem Spiel mal so richtig schlecht gesehen, so wie den Bunazar oder wie ein Choupo-Moting, Alter. Die waren halt schon unterirdisch, ja. Obwohl der Saar jetzt im letzten Spiel auch nicht schlecht war und Choupo, ja, ist konstant auch so ein Level, was er halt kann. Ja. Er ist halt kein Levi. Ansonsten hast du noch Douglas Costa. Ja, Leute, der ist ausgeliehen. Was willst du da verkehrt machen? Ja, gut, es ist verletzt, ja. Willst du das dem Brazzo ankreien, dass er verletzt ist? Ich denke nicht. Ja, von daher finde ich es ein bisschen komisch, sich dahin zu stellen und sagen, ich habe nichts mitzureden. Es kann also im Endeffekt nur um Boateng und Alaba gehen. Ne? Um was anderes kann es am Ende des Tages in meinen Augen nicht gegangen sein, da in dieser ganzen Diskussion. Ich
denke nicht, dass ein Flick gesagt hat, ich möchte einen Upamecano nicht haben. Also ist für mich eine absolute Kanone. Und für das Geld musst du ihn einfach holen. Weil, ja, er hat auf jeden Fall die Qualitäten. Ich denke, er wird bei uns zusammen mit dem Hernandez oder mit dem Süle, wird man halt sehen irgendwo. Ja, wird schon was gehen. Gut, Flick möchte also weg. Ich gehe davon aus, dass er gehen wird oder dass er freigestellt wird. Ich glaube nicht, um darauf jetzt nochmal zurückzukommen, dass man sich als Verein jetzt dahinstellen kann und sagen kann, ja, wir werden jetzt aber einfach unseren Sportvorstand rausschmeißen, abwählen, weil der Trainer sagt, nee, den mag ich nicht. Also bekommen wir da hin, Leute. Ja, nichts gegen Flick, ich mag einen Flick, er war super erfolgreich, aber das Verhalten, was gerade an den Tag gelegt wird, finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay. Dass er da nicht alleine dran schuld ist und so, dass da irgendwelche Quälereien sind. Wir können das halt nicht beurteilen. Wir wissen nicht, was da für Internas sind, sonst irgendwas. Was ich dann aber vorhin gelesen habe, so, ja, Herr Flick war wohl enttäuscht, weil nur der Rummenigge der einzige Fürsprecher für ihn war. Der Oli Kahn, der beim Gespräch auch dabei war, kam kühl rüber. Also ich denke, der Oli war nie irgendwie, also ich möchte ihn jetzt nicht zu nahe treten, aber irgendwie so der einfühlsame Mensch, ja, wenn es um Leistungssport ging. Ich denke, der wird ja auch klipp und klar gesagt haben, was Phase ist, ja. Ja, I don't know. Wie gesagt, es ist schwer, da irgendwie was genau zu sagen, weil wir es einfach nicht wissen, ja. Die Art und Weise finde ich persönlich nicht gelungen. Aber auch die Art und Weise die letzten Wochen schon. Ich habe auch diese Diskussion nicht wirklich verstanden, ja, bin ich auch ganz ehrlich. Ich sehe es nicht ein, dass ein Trainer sagt, ich bestimme hier, welcher Spieler kommt und wer nicht. Wie schon sagte, ich denke nicht, dass Flick nicht mit am Tisch saß. Also dann, wenn das so wäre, ja, dann wäre es ein Armutszeugnis für unseren Verein, ganz ehrlich. Dann nehme ich auch alles zurück, was ich hier sage. Dann wäre es ein Armutszeugnis. Kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, Leute. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, dass dann dieses Gespräch unglücklich war, dann Boateng das vom Spiel zu sagen und sonst irgendwas. Alles gut, alles richtig. Wie gesagt, der Brazzo macht Fehler oder hat Fehler gemacht. Aber wie ich auch schon sagte, ich sehe keinen anderen. Ich sehe keinen anderen jetzt irgendwo auf dem Markt, wo man sagt, ja, den holen wir jetzt, das ist eine Kanone. Ja, der Eberl war immer im Gespräch und so weiter. Ich sehe den Eberl auch nicht bei uns, bin ich ganz ehrlich. Er müsste sich ja auch komplett umstellen. Ja, der Eberl ist auf seine Gladbacher da eingestellt, er weiß, was da der Spielraum ist, welche Art Spieler benötigt werden und so weiter. Er hat da noch nie irgendeinen Star verpflichtet oder sonst was. Ich möchte ihn das nicht absprechen, keine Ahnung, auf gar keinen Fall. Dass er kompetent ist und so weiter, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich sehe ihn nicht bei uns. Ja, bei uns ist auch immer noch ein bisschen, was ich ja eben nicht verstehe, bei uns ist ja nicht so, dass der Brazzo sagt, jo, ich verpflichte jetzt den und den Spieler. Ja? Also ich weiß nicht genau, ich glaube ab 30 Millionen oder ab 20 Millionen muss das vom Aufsichtsrat abgesegnet werden, ob Spieler verpflichtet wird, ob wir das Geld ausgeben. Das kann also gar nicht ein Mann alleine entscheiden. Ja, das sind halt alles ein bisschen andere Sachen, ja. Da wäre er halt nicht so wie in Gladbach, hier hast du, das ist dein Budget, 40 Millionen, du kannst damit machen, was du willst. Das ist bei uns ein bisschen anders. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man sagt, so wie es jetzt war, so, ja, nee, der Flick wusste von gar nichts. Der hat gar kein Mitspracherecht, sonst was. Also, das halte ich für ein Gerücht, erst recht, wenn man jetzt hört, so, ja, der Vorstand ist aber pro Flick und wären die einzigsten Leute, die ihn Brazzo entlassen könnten. Ja, dann zieht das ganze Argument in meinen Augen nicht, weil diese Leute die Transfers absegnen müssen. Ja? Ab einem gewissen Rahmen. Klar, jetzt so eine Ausleihe oder ein Schuppo für umsonst und so weiter wahrscheinlich nicht. Ja, finde ich sehr schwierig. Wie gesagt, wir wissen das nicht genau, was da genau Phase ist. Vielleicht werden wir es irgendwann mal, wenn irgendeiner mal seine Karriere beendet hat, ein Buch rausbringt oder was weiß ich, in ihrem Podcast sitzt, dazu was hören. Keine Ahnung. Finde es sehr schwierig. Wie ich sagte, ich sehe den Brazzo nicht so kritisch wie 80% der Fans von uns. I don't know, finde ich nicht. Ich finde, er macht einen ganz guten Job. Und wie ich sagte, ich sehe auch keinen anderen jetzt. Ich sehe keinen anderen, der irgendwie
Ja, wo man jetzt sagen würde, jo, den holen wir und dann wird alles gut. Den sehe ich nicht. Mich im anderen Video sagte, eigentlich hat Brazzo und Olli so ein bisschen angespanntes Verhältnis. Da weiß ich nicht, wie das ist. Das wird dann auch die Zukunft zeigen. Aber ich denke, der Olli wird das schon rocken bei uns. Also was leistungstechnisch anbelangt. Ich glaube nicht, dass der, egal ob Sympathien da sind oder Antisympathie, dass da irgendwas beim Olli ist. So schätze ich den Menschen einfach nie ein. Das wird persönliche Belange sind dem Olli egal. Den ging es auch, wo er gespielt hat, nicht um persönliche Belange. Da ging es immer nur um Leistung. Und dafür steht er und deswegen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja, wen können wir jetzt holen? Was? Da stehen wir jetzt. Julian Nagelsmann ist der Mann to go. Sonstige Namen, die gefallen sind: Jürgen Klopp, Ralf Rangnick, Jogi Löw, Ten Hag, Allegri. Das sind so, ja, schwierig. Schwierig. Wie ich im anderen Video sagte, ich wäre eigentlich, wir brauchen jetzt mal wieder Konstanz. Ne? Wir brauchen jetzt mal Konstanz. Wir entwickeln gerade einen Kader, wir haben sehr viele Talente drin. Wir brauchen auf jeden Fall einen Trainer, der damit umgehen kann. Ja? Der junge Spieler formen kann, der sie fördert. Der auch keine Scheu davor hat, sie einzusetzen. Und wir brauchen ein bisschen Konstanz. Ja? Dass wir mal 3 Jahre plus einen Trainer haben, der was entwickelt. Meine Hoffnung oder mein Gedanke war eigentlich, dass der Flick dieser Trainer wäre. Das ist ja nun jetzt nicht der Fall. Zumindest gehe ich jetzt erstmal davon aus. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Wendung und Brazzo wird doch entlassen. Was weiß ich. Ich möchte aktuell nichts ausschließen bei uns. Ist ja alles so ein bisschen Tohuwabohu. Ja, Nagelsmann, was ich gelesen habe, weiß man auch nicht, ob das stimmt alles. Leipzig ruft 15 Millionen auf. Klar, ist für einen Trainer, für einen guten Trainer völlig okay, wenn der Trainer irgendwie, wenn man an dem Trainer festhält und meint, der wird bei uns eine Ära prägen von 4, 5, länger, mehr Jahren, alles gut, kann man das Geld investieren. Aber es wäre natürlich schon ein Brocken, ja. Aber klar, wenn man sieht, dass Eber 7 Millionen für den Hütter da investiert, ja, I don't know, ich weiß es nicht, ob wir, ich meine, das Geld hätten wir wahrscheinlich, aber wird natürlich trotzdem irgendwo wehtun. Und wenn man dann sieht, wenn das dann so das Ende von der ganzen Story ist, ja, dass der Flick dann jetzt den Vertrag bittet ja um Auflösung, er bittet ja nicht darum, zum DFB gehen zu dürfen. Ja? Wenn er jetzt den Vertrag auflöst, das heißt, wir bekommen auch keine Ablöse, sonst irgendwas, und dann wird der Bundestrainer, dann ist es eine Arschlochaktion, das muss ich auch mal ganz klar sagen. Weil dann hätte man so fair sein sollen und sagen, ich möchte gerne Bundestrainer werden. Und dann hätte halt der DFB mal sagen müssen, jo, hier, wir geben euch auch mal ein paar Mille. Ja? Müssen wir auch mal die Schatulle aufmachen, wenn wir einen Trainer aus dem Vertrag holen. Nur weil wir der DFB sind, klar würden sie das nicht machen. Deswegen jetzt diese ganze Causa, die da gerade läuft. Aber dann ist es eine Arschlochaktion, bin ich ganz ehrlich. Weil wir werden wahrscheinlich für einen Trainer irgendeine Ablöse zahlen müssen. Ist egal, ob es jetzt ein Nagelsmann ist oder sonst wer. Aber gut, zurück zum Nagelsmann. Ich sehe Nagelsmann positiv. Ja. Ich habe ihn schon damals positiv gesehen, wo er im Gespräch war. Und ja, ob er passt oder nicht, schwer zu beurteilen. Er spielt aber auf jeden Fall einen attraktiven Fußball oder lässt ihn spielen, auch Pressen und sowas. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Das Einzige, was vielleicht Sorge machen könnte, ja, er hat jetzt noch nicht so die Stars trainiert. Ne? So ein Weltfußballer Levi oder ein Müller oder, das hat man auch beim Kovac gesehen. Ja? Das war auch das Kovac-Problem in meinen Augen, dass er mit diesen Leuten einfach umgegangen ist wie mit jedem anderen. Was auf eine Art und Weise gut ist. Aber ja, ich denke mal, so ein Levi oder so ein Müller, die wissen, was sie können, wissen, was sie machen. Da ist natürlich dann schwer, die auf einer Stufe als eine breite Masse zu stellen. Ne? Das weiß ich nicht, ob der Nagelsmann das kann. Er hat noch keine Mannschaft trainiert, wo er das machen musste.
und ob die Spieler das annehmen. Weil der Nagelsmann ist ja jetzt auch keiner, der irgendwie was erreicht hat oder sonst was. Auf der anderen Seite ist er aber auch keiner, der jetzt irgendwie das Rad neu erfindet und einen auf Cleansy macht und da irgendwelche Buddha-Figuren aufstellt oder sowas. Von daher, ich denke schon, dass das klappen kann. Ja. Das ist meine Meinung zum Nagelsmann. Ralf Rangnick. Alter, dann muss ich aus dem Verein austreten, wenn der unser Trainer wird. Dann muss ich so lange Pause machen. Keine Ahnung. Kann ich mir gar nicht vorstellen bei uns. Für mich ein kompletter Unsympath. Kann ich gar nichts mit anfangen, bin ich ganz ehrlich. Allegri sehe ich auch nicht bei uns. Ehrlich nicht. Weiß nicht, wie der Kalle auf die Idee kommt. Ja, erfahrener Trainer, Blasels, wieder keiner, der Deutsch spricht. Und ach, nee, lass das doch einfach. Bleib einfach beim deutschen Trainer. In meinen Augen brauchen wir einen deutschen Trainer. Punkt. Ja? Jetzt kommen wir natürlich noch zu der krassesten Lösung. Joachim Löw. Ja, er war schon mal bei uns im Gespräch. Ja, schwierig. Ich weiß es nicht. Wäre eine Möglichkeit. Und was ich davon halten würde, boah, ganz schwer einzuschätzen. Ganz schwer einzuschätzen. Ich meine, man hat gesehen, dass er Yogi klare Kante zeigen kann. Ne? So von wegen bub, raus aus dem Kader. Denke, da wird er keine Probleme haben. Dass er irgendwie ein Problem haben wird von wegen Autorität, sehe ich auch nicht. Ne? Dafür hat er einfach viel zu viel erreicht. Dass er mit jungen Spielern kann, hat er auch gezeigt. Aber klar ist natürlich jetzt so Vereinsarbeit wieder was ganz anderes wie Bundestrainer. Aber wenn er darauf Bock hätte, weiß ich nicht, könnten wir den Yogi schon vorstellen irgendwie. Weiß es nicht. I don't know. Schwer einzuschätzen einfach. Ist die Frage, ob er überhaupt Bock hätte und was er so seine Zukunft sieht. Ich weiß es nicht. Ganz schwierige Kiste. Ja. I don't know. Erik ten Hag? Ja, weiß ich auch nicht. Kann ich schwer einschätzen. War ja bei uns in Amateure und sowas. Macht den Ajax einen guten Job. Kann auf jeden Fall mit Talente. Das muss man in Ajax können. Ja, sehe ich dasselbe wie beim Nagelsmann. Für mich dasselbe. Entweder wird er angenommen von den Anführungsstrichen Stars, von den Führungsspielern oder nicht. Ja, wenn ja, ich denke taktisch, wie gesagt, Spieler entwickeln und sowas kann der alles. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das sieht man bei Ajax. Ja, wie gesagt, Allegri und da kurz zurück, sehe ich gar nicht. Ja, einen italienischen Trainer, der kein Wort Deutsch spricht oder ich weiß gar nicht, ob er Deutsch spricht, aber ich sehe den einfach gar nicht. Wir sind im Umbruch, wir wollen eine neue Ära prägen und da müssen wir jetzt nicht irgendwie, was ist der 53 oder 55, was weiß ich, jährigen Trainer holen, der irgendwelche alten Ansichten hat oder sonst was. Ja gut, der Yogi ist jetzt auch nicht der Jüngste, aber er spricht wenigstens Deutsch, kennt die Leute, kennt die Bundesliga und so weiter. Aber ich denke eigentlich, am besten würde halt schon in Anführungsstrichen Trainer aus einer neuen Generation passen. Ne? So ein Nagelsmann oder auch ein Erik ten Hag, wenn man das meint. Ich meine, wir sind im Umbruch. Leute, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Punkt. Wir brauchen jetzt keinen alten Hasen, so ein Allegri, weiß ich nicht, so wie ich den einschätze, den setze dahin. Der macht dann so einen wie hier. Hieß er Carlo Ancelotti, Friede, Freude, Eierkuchen, hält an den alten Stars fest und so weiter, so wie es der Flick ja jetzt auch irgendwo getan hat. Ja, dass er Musala irgendwie eingebunden hat, war ja schon ein Wunder. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, für mich brauchen wir einen Trainer, der taktisch auch ein bisschen was drauf hat. Königslösung in meinen Augen wäre Pep. Ja. Ich würde mir das wünschen, wenn Pep nochmal zurückkommen würde für 3 Jahre oder sowas. Wäre mega. Würde ich richtig feiern. Der hat uns so gut getan als Trainer. Er ist auch nicht im Bösen gegangen. Das wäre natürlich der absolute Hammer. Ich weiß aber gar nicht, ob er in City schon verlängert hat. Vertrag müsste eigentlich auslaufen oder wäre auch ausgelaufen. Ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er verlängert hat. Wird wahrscheinlich auch nicht so kommen.
Aber für mich persönlich wäre das die Königslösung natürlich. Ja. Ich denke, Pep hat noch ein offenes Kapitel bei uns mit keinem Champions League-Sieg, aber es hat er allerdings in City auch noch. Aber wenn er mit City jetzt die Champions League vielleicht gewinnen sollte, weiß nicht, ob dann die Chancen steigen würden oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Schwer einzuschätzen, alles so von außen. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, habe ich irgendeinen vergessen? Ich meine, heute kam auch dann noch schon das Gerücht auf, oh, yo, wir holen den aus Wolfsburg. I don't know, den kann ich gar nicht beurteilen. Ich meine, Wolfsburg hat da gute Arbeit gemacht, wenn die nicht da stehen, muss er stehen. Aber ansonsten für mich ein unbeschriebenes Blatt, was ja nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Klassener heißt er oder was, ne? Keine Ahnung, kann ich ganz schwer einschätzen. Ich denke, es wird sehr interessant werden, die nächsten Wochen. Ich denke aber auch, dass man da zusehen muss. Ne? Wir können jetzt nicht noch ewig rumpimmeln. Und dann irgendwie einen Trainer vor vollendete Tatsachen stellen. Ich meine, Choupo-Moting und so weiter, die Laien und sowas, da ist ja auch alles Talente, die dann wieder verliehen werden oder die zurückkommen. Das muss ja alles irgendwo in Abstimmung mit dem Trainer erfolgen. Ja? Womit wir wieder bei dem Anfang sind. Ich denke schon, dass ein Trainer bei uns ein Mitspracherecht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Auch mit dem CXC und sowas. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, Leute. Ja, deswegen, wir müssen gucken. Ich weiß ja nicht. Weiß nicht, wie die Tendenz ist. Ich kann mir Nagelsmann sehr gut vorstellen, ob er es dann packen wird oder nicht. Ich meine, international hat er noch nichts, keine Erfahrung. Jetzt mit Leipzig die Saison. Ich glaube vorher mit Hoffenheim einmal Euroleague oder was. Ich weiß es gar nicht. Wird man sehen. Ja? Aber wenn man den Leuten keine Chance gibt, wird man es nicht erfahren. Ja? Ich meine, wir haben Davies auch aus Kanada geholt und bam. So, fertig. Man muss jetzt einfach mal... Ich meine, bei uns ist ein Generationswechsel im ganzen Verein, ja. Hoeneß weg, jetzt ist Rummenigge dann weg. Wir haben einen neuen Präsidenten. Ja. Ist halt so. Da muss man jetzt mal neue Wege gehen, Umstrukturierung und alles gut. Ja, ich habe keine Idee. Also meine Gedanken sind Nagelsmann oder Löw. Sind meine Gedanken. Wünschen würde ich mir einen Pep. Auch wenn Pep keine Ära prägen würde, wird wahrscheinlich jeder nur 2-3 Jahre machen. Wäre für mich aber ein Königstransfer. Denke ich aber, wird nicht passieren. Wenn man darauf eingeht, was man in den letzten Wochen so gehört hat, ist es wahrscheinlich ein Nagelsmann. Die Frage wird halt sein, also Leipzig wäre bereit, ihn abzugeben, so wie man gehört hat. Vor allen Dingen ist der Nagelsmann ja auch ein Bayern-Fan, in Anführungsstrichen, würde er gerne den FC Bayern trainieren. Von daher weiß ich auch nicht, ob Leipzig da einen Stein in den Weg legen würde, aber wir müssten halt eine Ablöse auf den Tisch legen, die sich gewaschen hat. Und da ist dann die Frage, ob man dazu bereit ist. Das wird man sehen. Ansonsten, ohne Ablöse sehe ich einen Yogi. Einen Yogi vorne. Ich meine, ich konnte einen Yogi nicht mehr sehen bei der Nationalmannschaft. Aber Vereinsfußball ist halt immer noch was anderes, ja. Das ist natürlich auch klar. Naja gut, Leute, das soll es gewesen sein. Kurze Meinung, ich kann es ganz schwer einschätzen im Moment. Wie gesagt, man kann auch ganz schwer die Umstände da einschätzen, was da wie gelaufen ist. Vielleicht erfahren wir da irgendwann mehr, vielleicht nicht. Möchte den Flick da jetzt auch gar nicht zu nahe treten oder den Brazzo da irgendwie in Schutz nehmen oder sowas. Ich finde es aber ein bisschen ungerecht, dass alles jetzt so auf den Brazzo draufhaut. Das finde ich nicht gut. Weil wir kennen nun mal nicht die Seiten, die da gelaufen sind. Und wie gesagt, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ein Trainer bei uns nicht mit am Tisch sitzt, wenn es ums Transfers geht. Ja? Und dass er nicht seine Meinung sagen kann. Wenn man dann danach die beleidigte Leberwurst spielt, weil man nicht die letzte Entscheidung trifft. Weil das ist klar, die trifft nicht der Trainer bei uns. Das ist aber auch eigentlich in jedem Verein so. Gerade wenn es da um die Millionenvorstellung vom Alaba ging. Ja? Ja, dass man sich dann vielleicht nicht wertgeschätzt fühlt oder nicht unterstützt genug aus Flicks Sicht, weil er sagt, ich möchte unbedingt den Jerome behalten, das ist mein Stammspieler, sonst irgendwas. Kann ich irgendwo nachvollziehen, ja,
Aber das irgendwie so hinzustellen, als hätte er gar kein Mitspracherecht, als wäre seine Meinung komplett egal. Leute. Der Verein steht hier, ja, und ein Trainer ist hier unten. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es kann nicht sein, dass ein Trainer bei uns und in unserem Verein die Bedingungen diktiert und sagt, ja, weißt du was hier, der Alaba, der möchte aber 25 Millionen haben, ich möchte ihn aber unbedingt bei uns behalten. What the fuck? Was ist los? Ja, dass dann der Verein sagt, 17 Mille, kein Cent mehr, was schon ein sehr gutes Angebot war. Und der Spieler dann sagt, nee, möchte ich aber nicht. Ja, dann ist das so. Ja, da muss auch kein Trainer dann irgendwie trotzig den Spieler aufstellen, wenn er keine Leistung bringt. Das sind halt so Sachen, die ich dem Flick auch nicht gutheißen kann, bin ich auch ganz ehrlich. Aber wie gesagt, wir wissen da alle nicht die Hintergründe. Ich bin da auch kein Böse, auch wenn er Bundestrainer wird, der Flick, alles gut. Nur hätte er das so kommunizieren sollen in meinen Augen. Ja, wie gesagt, wenn er jetzt der Vertrag aufgelöst wird und er geht dann zum DFB, ohne dass der DFB 1 Cent zahlt, wir müssen irgendwie 15 Mille für einen neuen Trainer zahlen, dann ist es eine Arschlochaktion. Ja. Hätte man da gleich sagen sollen, jo, ich möchte gerne Bundestrainer werden, alles gut. Ja. Und man hätte damit sicher eine Einigung gefunden. Und wenn es irgendwie 2 Spiele gewesen wären, FC Bayern gegen Nationalmannschaft oder sonst irgendein Scheiß, wo die Einnahmen an uns gehen, sobald wir Zuschauer erlaubt sind, ist doch alles gut. Ist doch gar kein Problem. Ne? Aber so eine Arschlochaktion dann zu machen, weil wir müssen nicht darüber reden, dass da nicht irgendwelche Kontakte zwischen Bioff oder sonst was sind, ja. Da müssen wir uns ja wohl alle nichts vormachen. Die sind gute Buddies. Ja, von daher weiß ich nicht, wenn das wirklich am Ende so kommt, dass der Vertrag aufgelöst wird und er dann, aus heiterem Himmel Bundestrainer wird, ja, dann wirft es auch ein schlechtes Licht auf den Flick, wie ich finde. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das soll es gewesen sein. Sobald es irgendwie neue Infos gibt, welcher Trainer kommt oder sonst was oder wer im Gespräch ist, sollten sich das herauskristallisieren, irgendwie 2, 3 Trainer oder so. Werde ich da gerne meine Meinung zu teilen und ja, ich freue mich über eure Meinung, eure Trainervorschläge. Vielleicht lese ich ja noch einen Lothar Matthäus oder mit Scholl. Gut, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund und wir hören uns am Mittwoch wieder nach dem Spiel gegen Leverkusen, glaube ich, ne? Sehr gut. Tschüssi.